Ich bin Isabel Negelen. Mein Name ist Sophie Tines. Wir zwei sind von der Umweltverwaltung an unterstützenden Projet Walking, Listening and Recomposing Everyday Sounds of Esch, dem vom Schweizer Büro Urbanidentity zusammengestaltet wird. Erklärt als Ihre Projet. Das Projet Walking, Listening and Recomposing Everyday Sounds of Esch, also ein Projekt, den Soundworks beinhaltet, das sind 3 Trippelwehr, die die Partizipanten durch 3 verschiedene Teile von Esch feiern, das wäre Belval und 2-mal an der Stadt. Durch die Auftritte von diesen Wehr kann der Partizipant und sich mehr bewusst seine Umwelt erleben, auf die Akustik aufpassen, sich Zeit holen, zur Ruhe kommen und sich vorstellen, wie was hören ich am Vordergrund, was hören ich am Hintergrund, welchen Einfluss hat das Gebäude auf den Bereich, welchen Einfluss hat die Straße, der Makadam, der Belag auf den Bereich. Dadurch soll der Partizipant sich ein bisschen vorstellen, sich bewusst gehen, wie ein Bereich hier verursacht und auch wie ein Bereich auf ihn auflösen. War das die Message, den der Allgemeinheit wird vermitteln? Sein Umfeld vorholen, sich mehr bewusst sein, was Qualität ist und seinem Umfeld mehr mit dem Umfeld interagieren. Was für einen Impact erwartet ihr von Ihrem Projekt? Wir erwarten uns von den Akteuren, die im Projekt mitarbeiten, sei das Urbanisten, Architekten, Studenten oder auch Leute von der Gemeinde, dass zukünftig Synergien entstehen, da entsteht eine verbesserte Kommunikation. Vom Grand Public erwarten wir, dass wir sie können sensibilisieren zum Thema Comedy en general und dass sie mehr bewusst auf das Thema Akustik am Alltag angehen. Zum Schluss hoffen wir natürlich, dass verschiedene akustische Dimensionen an urbanen Projekten in Zukunft berücksichtigt gehen. Gibt es eine Nachricht, die gerne potenzielle Finanzpartner an der Losewelt? Also das Projekt hat verschiedene Partner. Zum einen sind das Architekten, Urbanisten, Studenten oder Verwaltungen wie mir. Und die sind alle dafür da, für zusammen partizipativ und aktiv mit uns schaffen, für dass wir als mehr bewusst gehen, wie die Akustik an urbanistischen Projekten mit abziehen. Beschreibt, wann es lief, was Esch 2022 für euch bedeutet. Esch 2022 ist für mich eine Gelegenheit, wo ich Kultur erleben, zusammen, draußen und an all seinen Formen erfahren. Wie dreht Ihr Projekt zur Dynamik vom Remix Esch 2022 bei? Also unser Projekt passt einfach perfekt an das Konzept vom Remix, weil der Partizipant Remix am Anfang von seiner akustischen Umwelt mischt. Ob das lo aus den Weg am Rhein aufgeht, mit der Familie, mit dem Hund, allein. Und am Anfang zum Schluss auch ein Remix für sich selber kann machen. Was ist Ihr Lieblingsplatz aus der Region? Die Architektur am Allgemeinen zu Esch. Kulturfabrik würde ich mich da wohl empfehlen. Gut, Ihren Haustier? Ich habe einen Hund, den heißt Dynamo. So okay. Was ist Ihre Lieblingsspezialität aus der Region? Ich gehe am liebsten einen Kebab sichern und das am liebsten bei den Euro-Kebab zu Esch. Und ich habe ganz gerne einen Käseplatt an der Postkutsche. Könnt ihr eine Bewegung machen, die ihr Abisch erklärt? Bring den Objet mit, den er Persönlichkeit beschreibt. Tanzen aus der Tür meine Passion. Ich bin am liebsten draußen und an meinem Rucksack verstaue ich all die wichtigen Sachen. Was hofft ihr für die Zukunft von dieser Region? Wir hoffen, dass Esch sich weiter so entwickelt, wie die letzten Jahre sich entwickelt hat. Neuen Zuwurst, dass es Multikulti bleibt und dass es immer viele verschiedene Sachen machen und erleben. Was ist Ihr Lebensmotto? Alles geht, wann ihr will. Leben ist mehr schön, wenn ihr tanzt.